der Anfang vom Ende. Hier bei Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution. Mal gucken. Im Finale des World Racing Grand Prix musste Team 5Ds gegen Team New World antreten. New World, ernsthaft? Was? Das Streichbuch im Wow-Wow-Gebell? Was zum Henker? Was sind das für Karten, ey? Oh Mann. Lester. Ja, ein Lester mal. Du alles Lester-Maul. So. Was hab ich nie... Was hab ich denn da für Karten? Also die Tributbeschwörung eines Lichtfeemons behandelt werden. What the fuck? Okay. Ganz seltsame Karten. Aber die gefallen mir. Ja, was ich damit anfangen soll, kein Plan. Ist konsequent, muss ich zugeben. Harmonische Welle. Ja, die kann man vielleicht schon gebrauchen, aber momentan noch ein bisschen schwierig. Kettenresonator. Okay. Gellenduo, was auch immer das bedeuten soll. Warum Jack diese Karte im Deck hat. Ich habe keinen Plan, ich verstehe gar nichts mehr. Ich bleibe dabei, bis jetzt ist das ein ganz seltsames Duell, Freunde. Ein ganz seltsames. So. Machen wir es nochmal ein bisschen anders hier. Und zwar in einer netten kleinen Synchrobeschwörung. Rotdrachen Erzunterweltler zum Appell. Sehr schön. Schöpfungsresonator könnte man rufen. Das Problem ist... Nova Drache, 2 Empfängermonster. Das wird sogar klappen, wa? Okay. Der Angriff geht durch. Dies wird immer seltsamer. Okay. Dann würde man sagen, mein Zug. Ich rufe Kettenresonator. Ja, bitteschön. Ne, kein weiterer Effekt. Dann nochmal in Stufe 3. Ich würde sagen... Was macht der hier? Alter, check uns seine Resonatoren, ey, ist ja ganz schlimm. Nee, passt soweit und vor allem für ihn hier, für den roten Nova-Drachen. Und Synchrobeschwörung! Jo, schön.
Dann will man sagen, Schrei der Untoten, wir riskieren es mal, indem wir den Rotach Erzunterwelt wieder zurückholen. Und vielleicht war es das schon. Naja, was soll man sagen? Gelernt ist halt gelernt. Der Jack konnte Lester problemlos besiegen, das stimmt. Da kann er genauso unterschreiben. Was war denn das für ein Duell, ey? Dämmerung der Maschinen, ja los geht's. Werde ich an denselben Ort schicken, in dem Lester sich jetzt aufhält. Für so einen kleinen Wicht hast du ein ganz schön großes Maul. Die werde ich ein für alle Mal zum Schweigen bringen. Primo. Ist ja richtig Primo. Alter, das Lester-Maul und Primo. Wo bin ich denn hier gelandet? Du. So, immerhin schon mal ein paar mehr Zauber- und Fallenkarten. Darauf kann man aufbauen. Was kann ich jetzt machen? Also. Nett. Resonatorruf. Wir brauchen Resonatoren. Okay. Ruf 4 habe ich leider nicht, aber ich setz mal Resonatoren ein. Ja, irgendwie einen coolen Resonator. Ne, wir versuchen mit dem hier. Dann rufe ich mal ihn hier. Ne, danke, passt schon. Und dann will man noch den hier. Und ja. Wir warten ab, würde ich mal sagen, wa? Nee. Nee. Nee, passt schon. Er überlebt ja eh. Aua. Ah, Schmerz. Was ist denn schon los? Alles cool in der School. So. Mit dem fucking Cyberdrache, so sagt mir das keiner. Oh, der gute alte Cyberdrache. Natürlich jetzt verkackt, das stimmt. Der verarscht mich doch. Was will überhaupt in meinem finsteren Resonator? Bringt mir doch gar nichts. Hier, stolz Gebrüll. Das hat sich gelohnt, Kumpel. Was haben wir Schönes? Vertrauenswächter. Sehr gut, dann halt. Ich meine, ja. Ich will irgendwie nicht. Vertrauenswächter, komm hervor.
Theoretisch könnte ich zielgenau erwachen, könnte ich rufen, okay. Okay. Ja, ich weiß, dass es irgendwie eigentlich doof ist, ihn im Angriffsmodus zu rufen, aber es macht schon Sinn. Da steckt schon ein Plan dahinter. Damit hat er zwar nicht gerechnet, muss er zugeben. Krass. Das ist ganz ein creepiges Duell, wenn man das so sagen darf. So, puh. Ja, passt schon. Ai, so, Freunde, jetzt drehen wir auf. Komm und zeig dich, Cyberdrache. Von mir aus gar kein Problem. Schrei der Untoten, da ist er wieder, mein Cyberdrache. Was ist denn das hier? Sonnenwindjammer. Super. Okay, gut, das ist auf Stufe 5. Ich verstehe den Wink dahinter, da ist gar kein Problem. Ja, eigentlich müsste ich nochmal so eine Stufe 3 Dinger haben. Egal. So. Ja, jetzt sind seine Lebenspunkte fast wieder auf Normalstand und vor allem auch nur eine einzige Karte, die ihm natürlich hilft, dieser Penner. Synchro-Druckwelle, ja, ein bisschen verfrüht, Kumpel. Ja. Und ein bisschen schwieriger was zu machen, Freunde. Außer einfach ganz billig anzugreifen. Ich habe eine Synchrobeschwörung durchführen, aber es ist ein bisschen schwierig. Ah, da kommt ja einer, mit dem es klappen würde. Urenresonator. Ching, ching, ching. Ich verstehe noch nicht ganz, was Barriere-Resonator genau bringen soll, also von der Strategie her. Weil du wirst einen Empfänger sowieso nie lange auf dem Feld haben. Du willst ja damit eine Synchrobeschwörung durchführen. Also, soll man zumindest meinen. So, perfekt. Dann dürfte das ja bald schon gewesen sein, Freunde. Ach, sogar aus dem Primo. Oder jetzt unter weiter direkter Angriff. Und dann werden noch 100 Punkte. Sehr schön. Ich kann mir sogar vorstellen, dass nochmal so eine verdeckte Karte wie Reisender Trudo so etwas hat. Aber ganz ehrlich, ist mir scheißegal. Ich brenne sie alle weg. Ja, auch der Typ hier hatte nichts drauf. Jack konnte auch mit Primo fertig werden, aber Team New World würde schon bald seine wahre Macht zeigen. Ja, Jack ist heute ein bisschen solo unterwegs, aber ist gar kein Thema. Kann er ruhig machen. Hä? Wird der Jack ausgetauscht oder was? Okay, Freunde, es sind eh nur noch 4 Duelle und alle 4 machen mit Yusei. Obwohl Jack nach seinen Mitglieder von Team New World geschlagen hatte, wurde er von deren dritten Mitglied Jacob besiegt. Jetzt lag das Schicksal von Team 5D zu den Yuseis Händen, weil Crow werden wir heute nicht mehr sehen. Den haben wir einfach mal ausradiert. Und Akisa auch, die haben eh nichts drauf.
Jacob offenbarte seine wahren Absichten und gewährte Team 5D einen Einblick in die Zukunft, die sie erwartete. Du hast keine Ahnung, welchen Kräften du dich entgegenstellst, oder? Nun, ich werde dir zeigen, worum es hier geht. Wo sind wir? Sind wir in einem Traum gefangen? Dies ist kein Traum, dies ist die Zukunft. Die Zukunft des Ortes, in der New Domino City nennst. Die ganze Welt ist zerstört. Warum soll es unsere Zukunft sein? Wegen einer Kettenreaktion, du Narr. Eine Reaktion, die mit deinen geliebten Synchro-Monstern beginnt. Ich werde dir zeigen, wie die Synchros die Welt übernommen und dann die gesamte Menschheit vernichtet haben. Also die Duell immer weiterentwickelt, entwickelt sich auch die Welt immer weiter. Und als alle sich für die Synchro-Monster begeisterten, kam es zu großem Wohlstand. Hä? Ganz so sehr eine riesige Menge Energie generierten. Und der Preis, den dafür bezahlen musste, war hoch. Und rate mal, wer ihn bezahlt hat. Wir haben ihn bezahlt. Also nur durch Synchrobeschwörungen wurde zu viel Energie generiert. WTF. Weltweit explodierten nach und nach die Energiereaktoren. Die Welt, wie wir sie vorher kannten, hat sich nachhaltig verändert. Ich weiß, weil ich aus der Zukunft komme. Ich habe es alles selbst miterlebt. Also fest glaube, die Synchrobeschwörung. Dann sollst du überdenken, woran du glaubst. Jede Art von großer Macht kann auch sie viel Schaden verursachen, wenn sie nicht richtig eingesetzt wird. In den Händen von Rechtschaffenen kann sie doch Großes vollbringen. Ja, würde ich auch sagen. Ich will das beweisen. Los, Zeit für ein Duell! Was? Eine Fusion? Ich bin Aporia. Ich werde New Domino City dem Erdboden gleich machen. Bist nicht ganz von Sinn? Hier leben Millionen von Menschen. Sobald ich dieses Duell gewonnen habe, wird die Stadt zerstört werden. Und meine Zukunft wiedergeboren. Okay. Das ist creepy. Unsere Zukunft ist doch gestört. Aber ist mir egal, ich mache ihn platt. Ja gut. Jack hat zweimal gewonnen. Relativ fix. Yusei, jetzt bist du dran. 5. Mein Extra-Deck ist voll. Warum? Ich sehe, was hast du für Karten im Deck? Oh. Schwarzgeflügelter Drache. Wo ist der schwarze Rosendrache? Der ist nicht dabei. Oder Novadrache. Oh, den zu rufen hier wird schwierig. Sternschnuppendrache. Ja, das wird speziell. Mal gucken, Freunde, was wir kredenzen können. Irgendwie Probleme, was ich momentan auf der Hand habe, Yusei. Mystischer Flötenspieler. Ja, sag mal, was du kannst. Ich habe keine Ahnung, was ich mit den Karten machen soll, ganz ehrlich. Aber Yuseis Aussage war auch ein bisschen creepy. Dass er da an die Synchrobeschwörung glaubt und so. Ich meine, er hat ja auch mal eine Fusionsbeschwörung eingesetzt. Also vor allem, warum nur dadurch? Warum nur durch Synchrobeschwörungen? Warum nicht durch Fusionsbeschwörungen auch und so? Ja, ich muss fast Bohrsynchron rufen. Und gucken, was er so treibt. Wenn mich irritiert müssen, dass er gar nicht angreift. Oh, er macht auf einen Schlag. Okay. Das wiederum verstehe ich. Alter! Okay, Yusei, jetzt musst du eine verdammt krasse Karte ziehen. Das ist ein gleich richtiger Marsch.
warte mal. 2 plus 3 gibt 5. Da hätten wir 6. Aber ein kluge Stufe 6 Monster im Deck. Was haben wir eigentlich sonst im Deck? Mal gucken. Was kann ich sagen? Dann hätte ich 7. Stufe 7. Gerümpel synchronisieren bringt mir nichts momentan. Als wenn ich Karten auf dem Friedhof habe. Oh, scheiß drauf. Ja, aber es wird eben nicht reichen. Nein! Da ist irgendwas mit den Stufen 7 Quatsch. Ja. Schade. Doch, will ich. Bringt nichts. Freunde, bringt nichts. Wir machen es ja, normal. Er hat aber auch Scheißkann auf der Hand, hey. Zuvor mit Check hat der Gegner Scheißkann, jetzt hatte ich plötzlich der Scheißkarte. Also irgendwie. Es wird nicht besser. Das ist aber auch Schönes. Das sind alles super Karten, aber die ziehen halt alle darauf ab, dass er schon mal einen Synchron auf dem Feld habe. Das fehlt halt noch, Freunde. Was soll ich tun? Was soll ich nur tun? Gerümpelsynchronisierer rufen. Was? In Phase 2 gehen. Ja. Schön oder auch nicht? Alter, was macht der für Quatsch? Nee, bringt dir nichts. Das sind Schmerzen, Freunde. So. Und mir reicht's jetzt. Ich rufe erstmal Synchro-Entdecker. So, und dann Zeit für eine erste Synchro-Beschwörung. Gerümpelkrieger, komm und zeig dich, mein Freund, my friend. So, da ist kein Problem. Denn ich habe noch den Effekt hier, Synchro-Druckwelle. Und tschüss. So, theoretisch könnte ich Schrei der Untoten nutzen. Der Ruf der Jagden von mir aus, um Gerümpelsynchronisierer zurückzuholen und dann nachher zum Beispiel Sternschaftsdrache zu rufen. Wäre eine Option. Aber ich warte damit noch. Und gleich nochmal ein Synchro-Entdecker oder Synchronentdecker. Ja, der macht alles synchron, Freunde.
Und jetzt ist die Frage. Ja, komm. Was muss, das muss. Sternstabdrache, zeige dich, mein Freund. So, jetzt natürlich ein Problem, es ist plötzlich Synchronentdecker ganz allein auf dem Feld und ein ziemlich gutes Angriffsziel. Das will ich natürlich nicht, deswegen hole ich ihn nochmal zurück für eine weitere Synchro-Beschwörung. Ich habe noch ein paar Gerümpelkrieger am Deck. So, die war momentan noch nicht, das passt soweit. Gerümpelkrieger! Vernichtet ein Monster. Bams. Sternstabdrache, du darfst auch noch. Meklod-Armee von Wiesel. Du bist auch ein Wiesel. Nee, passt schon, danke. Durchbruchfähigkeit. Machen wir erstmal so. Und dann so. Gerümpelkrieger, vernichte ihn. Sternstabdrache, greif ihn direkt an. Okay, Freunde, das könnte langsam aber sicher was werden. Effektverschleierin. Und Klanghühnchen. Und nun, ganz genau, Formelsynchron. Möp, möp. Aber nur für ein bisschen Speed. So, dankeschön. Dann rufen noch Verstärkung Krieger. Ja, das ist die richtige Karte. Sehr schön. Tja, Freunde. Und das war's. 3 Duelle in einer Folge. Bye, bye, Aporia. Ich hab versagt. Die Nummer 0 sieht und seine Menschen sind sicher. Du hast es geschafft, Mann. Nicht ich. Wir alle. Das ist richtig. Zusammen haben wir es geschafft. Kampf um die Zukunft. Und dann hier noch einer. Und dann das Duell. Ob wir die 3 in dieser Folge hinkriegen, ist zu bezweifeln. Trotzdem wären wir froh, wenn ihr auch wieder dabei seid. Zurück bei Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution. Es geht weiter. Immer heiter. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.